Ich bete noch. Danke, Herr, für diesen neuen Morgen, für diesen neuen Tag. Du bist groß, du bist herrlich. Wir wollen dich erheben. Danke, dass du uns vorausgegangen bist in der Predigtvorbereitung, für alles, was du uns aufs Herz gelegt hast. Und Herr, ich bete, dass du unsere Herzen weit machst, zu hören von deinem Wort, das wirklich auf guten, fruchtbaren Boden fällt, dass es reiche Frucht bringen möge in unserem Leben. Amen. Heute Morgen, wir haben es schon gehört, starten wir rein in eine neue Predigtserie. Und ich finde es immer wieder spannend, wie die Themenschwerpunkte so zusammenkommen. Mich hat es sehr berührt. Die Ältesten sind zusammengekommen mit den Pastoren und haben darüber gebetet, hey, was ist Themenschwerpunkt jetzt besonders in diesem halben Jahr eigentlich vor allem erstmal. Und auf verschiedenste Weise durch Bibelstellen und durch Bilder und verschiedene Geschichten kam bei den Einzelnen immer wieder so das Bild vom Feuer. Und dann haben wir uns gedacht, dann machen wir das doch und machen eine Predigtserie zum Thema Gott des Feuers. Weil das Feuer kommt nun auch nicht selten in der gesamten Bibel vor. Und das wollen wir uns anschauen und uns damit auseinandersetzen. Weil Feuer hat ja sowas Vielfältiges, sage ich jetzt mal. Feuer ist auf der einen Seite eine Wärmequelle, eine Lichtquelle. Wenn es dunkel ist, kann schon so ein einzelnes Streichholz unfassbar viel Licht bringen. Und so eine gemütliche Atmosphäre schaffen. Also Flo und ich, wir träumen immer noch davon, irgendwann mal einen Kamin zu haben. So ganz gemütlich im Winter eingekuschelt. Ich würde wahrscheinlich auch noch im Sommer den Kamin anmachen, mir ist meistens kalt. Aber genau, so es hat was total Gemütliches, schafft Atmosphäre. Und gleichzeitig, wenn jetzt das Feuer nicht mehr im Kamin ist, sondern sich weiter ausbreitet, hat es auch schnell mal was Zerstörerisches und ziemlich Gefährliches. Also wir sehen, Feuer ist sehr vielfältig und auch in der Bibel kommt Feuer in den verschiedensten Geschichten vor. Heute werden wir uns eine besondere Geschichte anschauen, wo das Feuer vorkommt. Vorhin habe ich jetzt nicht so leidenschaftlich ganz viele verschiedene Bilder von euch gehört. Ich weiß nicht, ob es schon jemand erwähnt hat, aber heute werden wir uns damit beschäftigen. So, es wurde schon angekündigt, ich habe heute einen Special Guest eingeladen und zwar werde ich heute die Predigt nicht alleine halten, sondern ich habe einen von meinen Jugendlichen gefragt, ob der das nicht mal mit mir zusammen machen will. Und ich dachte mir, sonst ist es so, beim Unti-Gottesdienst ist da so eine Möglichkeit, aber warum nicht auch mal an einem ganz normalen Sonntag? Und der Benaya, der hat gesagt, yes, da bin ich am Start. Da mache ich mit. Und es war mega cool, schon in der Vorbereitung zusammenzukommen und auszutauschen über dieses Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und da, wo einfach viele Gedanken zusammenkommen, von dieser Vielfalt schöpfen zu können. Und ich kann euch wieder nur einmal ermutigen, hey, geht in den Dialog, sprecht miteinander. Hey, wie erlebst du Gott? Was redet Gott zu dir in dem Thema? Weil Gott so verschiedene Arten hat, zu uns zu reden und es für mich immer wieder inspirierend ist, von anderen zu hören und gerade auch von unseren Jungen zu hören, hey, was bewegt die eigentlich und wie redet Gott eigentlich zu denen und wie ist Gott mit denen unterwegs? Deswegen freue ich mich riesig, dass Benaya so mutig ist, heute mit mir gemeinsam zu predigen. So, jetzt habe ich eine ganz lange Einleitung gemacht. Genau, let's go. Jetzt habe ich eine ganz lange Einleitung gemacht und wir wissen immer noch nicht, um welches Bild wir uns heute eigentlich drehen. Und da würde ich sagen, Benaya, nimmst du uns gerade mal mit rein in die Geschichte, oder? Yes. Und zwar möchte ich ein bisschen vor dem Bild noch anfangen. Und zwar, wo die Israeliten in Ägypten waren. Beziehungsweise noch genauer, wie sie dort überhaupt mal gekommen sind. Und zwar ist der Josef verkauft worden von seinen Brüdern. Ja, nicht so cool, aber er ist nachher in Ägypten beim Pharao gelandet. Der hat nachher gesagt, hey, bring deine Family auch noch. Sie ist seine Family auch noch gekommen und dann hat es schon angefangen mit dem Versprechen vom Abraham. Und das Volk Israel ist immer grösser geworden in Ägypten. Dort, auf einmal sind sie so ein grosses Volk in Ägypten,
dass der Pharao gedacht hat, hey Scheiße, die machen mir irgendwie noch übel Konkurrenz. Und hat dann gefunden, hey, dass die nicht mehr so gross werden, tue ich die versklaven. Und zwar so brutal, dass sie bei der Sklavenarbeit sterben. Und das hat immer noch nicht gelangt. Und das hat nachher darin resultiert, dass er gesagt hat, hey, die Israeliten, die dürfen keine Kinder mehr haben. So. Und auch das hat nicht gelangt. Und dann, dort drinnen ist der Mose geboren. Und der Mose, der hat auf Gott gehört. Der hat Gott begegnet im Feuerbusch, aber dort sind wir noch nicht gelandet. Sondern, wir gehen noch ein bisschen weiter. Und zwar hat der Mose nachher auf Gott gehört und hat gesagt, okay, ich mache das. Ist zum Pharao, hat mit ihm geredet, hey, lass doch mein Volk gehen. Der Pharao hat so gefunden, hey, nein, das sind meine Sklaven. Und dann hat Gott die 10 Plagen geschickt. Die kennen wir hoffentlich alle. Und dann, nach diesen 10 Plagen, hat dann der Pharao endlich gefunden, hey, okay, gang. Lass mein Volk nicht weiter leiden, lass mich nicht leiden. Gang einfach mit dem Volk. Der Mose ist gegangen. Und dann hat der Pharao sich umentschieden und gefunden, hey, weisst du was, ich will die trotzdem zurückhaben, ich renne denen hinterher mit meiner ganzen Armee. Und dann stehen die Israeliten vor dem Roten Meer. Die Ägypter sind hinterher und sie finden so zu Mose, hey Mose, wo hast du uns angeführt? Hey, wir werden verfolgt, wir haben eigentlich kein Essen dabei, wir haben kein Trinken dabei und so, hinter uns sind die Ägypter her und vor uns geht es nicht weiter. In Ägypten war alles besser gewesen. Dann hat aber der Mose gefunden, hey, Gott hilft mir, hat das Rote Meer geteilt, sie sind durch, die Ägypter hinter ihnen versoffen. Kaum stehen sie auf der anderen Seite, in der Wüste, sagen sie wieder, hey Mose, wo hast du uns da angeführt, Mann? Wir stehen in der Wüste, wir haben kein zu trinken, wir haben kein zu essen, wir haben kein Haus über dem kein Dach über dem Kopf. Und in Ägypten war einfach alles besser gewesen. Wir hatten dort ein Dach, wir hatten zu essen, wir hatten zu trinken. Ja, wir sind zwar versklavt worden, aber dort war alles besser gewesen. Früher war alles besser gewesen. Und sie haben dort nachher so zuerst ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit dem Mose, aber der Mose hat wieder eine Lösung parat mit Gott, und zwar ist Gott ihnen als Feuersäule begegnet. Und genau um das soll es jetzt gehen, um die Feuersäule. Und zwar ist die Feuersäule in der Nacht der Israeliten durch die Wüste vorausgegangen und am Tag ist Gott ihnen als Rauchwolke vorausgegangen. Und dort, wo die Rauchwolke oder die Feuersäule rasch gemacht haben, dort haben auch die Israeliten rasch gemacht. Und genau dort drinnen sind wir, bei dieser Feuersäule. Und irgendwie, die Israeliten haben es so einfach gehabt. Zuerst haben sie Mose gehabt, die ihnen vorausgelaufen sind. Und nachher haben sie die Feuersäule gehabt, oder die Rauchwolke, die ihnen einfach vorausgegangen ist. Sie haben immer so gesehen, ja, dort geht es durch, dort diese Feuersäule noch. So ein bisschen, dort ist der Weg. Und da möchte ich euch ein bisschen etwas von mir erzählen. Und zwar, letztes Jahr, so ein bisschen, etwa um diese Zeit, noch ein bisschen früher sogar, so etwa vor, ja, so im März letztes Jahr, ist bei mir in der Kante immer wieder abgegangen mit den Noten. Ich hatte es immer schwer, es war noch mega viel rundum los, ich habe immer weniger mögen. Und dann ist so ein bisschen der Gedanke aufgekommen, ja, wie geht es weiter? Soll ich Kante weitermachen? Ich muss übel gute Noten schreiben, dass ich überhaupt das Jahr noch bestehe. Oder soll ich einfach Kante abbrechen und eine Lehre machen? Ich bin dann auch mal schnuppern, als selber Mechatroniker im März und im April. Und dort drinnen war nachher mega Unklarheit. Hey, wo ist der Weg? Wie geht es weiter? Wie geht es im Sommer weiter? Soll ich Kante weitermachen? Soll ich das Jahr wiederholen, weil ich es nicht mehr schaffe? Soll ich Kante einfach abbrechen, ein Jahr lang eine Lehrstelle suchen und dann im nächsten Sommer eine Lehre anfangen? Dort hatte ich eine mega Unklarheit gehabt. Und ich hatte mega ein Problem damit gehabt, weil die Israeliten, die haben es so einfach gehabt, die haben einfach den Weg gesehen, die haben gewusst, was durchgeht. Und ich bin da gestanden und habe nicht gewusst, wie geht es weiter? Wo geht es für mich weiter? Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht kennst du das auch, dass du dir denkst, ja, wo geht's eigentlich weiter? Wo ist eigentlich der richtige Weg? Weil ich glaube, wir alle stellen uns in unserem Leben immer wieder auch die Sinnfrage. Hey, was ist der Sinn von meinem Leben und wo geht's eigentlich hin? Und so diese tiefe Sehnsucht in einem, wenn man so im Lebensabend angekommen ist, zurückzublicken und zu sagen, yes, ich habe meine Zeit gut genutzt.
Und in dem ist die Frage schon jetzt, ja, wie nutzen wir denn unsere Zeit? Was für ein Mensch will ich gewesen sein und wie komme ich zu dem Ziel, was ich vor Augen habe? Und und das war von Benaja mir groß auch der Eindruck für diese Predigt, hey, lass uns über Berufung reden. Und das ist so ein großes Wort, hey, was ist eigentlich meine Berufung? So dieser Weg, den ich gehen soll, den Gott auch für mich ganz persönlich vorbereitet hat. Und vielleicht ganz besonders in jungen Jahren, so als Teenie, auch die Frage, hey, wer bin ich und wer will ich gewesen sein? Wir haben gerade am Freitag unseren ersten Boundless Jugendgottesdienst gefeiert, mit dem Thema Identität. Hey, wer bin ich eigentlich? Ja, und was macht auch das Umfeld aus und wie wichtig in dem die Entscheidungen sind, die wir treffen? Ja, und dann steht man so im Leben und fragt sich, ja, wo geht der Weg eigentlich weiter hin? Und da wünscht man sich so eine Feuersäule. Was könnte die Feuersäule sein? So eine Stimme aus dem Off, während man sich hinsetzt und betet, die sagt, du sollst eine Lehre zum Chemiefeger machen. Alles klar, alright, let's go, ja? Oder, ey, nein, komm, nach der Kanti, du sollst Ägyptologie studieren. Okay, weiß ich, was ich machen soll. Weil es ist total schwierig. Mir ging das so, als ich fertig mit Matur war, die Welt steht offen. Wir leben in einer Welt, wo wir 1000 Optionen und 1000 Möglichkeiten haben. Und wer mich kennt, weiß, vielleicht bist du da ähnlich, ich bin wirklich nicht der entscheidungsfreudigste Mensch. Ich treffe nicht gerne Entscheidungen. Und warum? Ja, eigentlich aus dem Grund, dass ich Angst habe, eine falsche Entscheidung zu treffen. Weil ja, Gott, was ist denn dein Weg? Was ist dein Wille? Was soll ich tun? Und was ist, wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Ja, dann an der Berufung vorbeigelaufen. Keine Chance. Und diese Angst davor, Entscheidungen zu treffen, die Angst davor, an Berufung vorbeizulaufen, führt dazu, dass ich einfach stehen bleibe. Mal gucken, was passiert. Weil ich mich danach sehne, 100%ige Sicherheit zu haben. Und ich glaube, wir können von dieser Story, die Benaja uns eben erzählt hat aus der Bibel, super viel lernen in dem, wie Gott uns heute führen will. Wie das vielleicht aussehen kann, die Führung Gottes zu erleben. Ich habe das persönlich noch nie als Feuersäule erlebt, aber für Gott ist nichts unmöglich. Nein, aber ich habe das anders erlebt in meinem Leben und wir wollen 4 Schritte durchgehen, was wir von dem Volk Israel auf ihrer Reise in Verbindung mit der Feuersäule lernen können. Und Benaja hat uns sehr weit mit an den Anfang genommen, weil ich glaube tatsächlich die Führung, die die Israeliten in der Wüste mit der Feuer- und der Rauchsäule erlebt haben, die fängt noch viel früher an. Und zwar beginnt das zuallererst damit, dass sie ready sind. Ready sein. Hey, und wir lesen das, dass die Israeliten, die waren ready. Die waren ready zu gehen, und zwar in 2. Mose 4, Vers 29 bis 31. Da steht, da gingen Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Kinder Israels. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte, dass er sein Volk befreien will. Und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Da glaubte das Volk. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen hatte, da neigten sie sich und beteten an. Yes! Finally! Der Herr hat uns gehört, der Herr hat unser Flehen gesehen, der Herr wird uns befreien. Voll ready! Let's go! Und wir haben gehört, Benaja hat uns erzählt, Mose geht dann zum Pharao und verkündet ihm das. Yes! Wir werden gehen, lass mein Volk ziehen. Unser Gott hat uns verheißen, dass er uns rausführen wird aus der Sklaverei. Und der Pharao war nicht ganz so begeistert wie das Volk Israel. Und er hat sich immer wieder dazu entschieden, nein, ich lasse das Volk nicht gehen. Und ihr erdreistet es euch, zu mir, dem Pharao, zu kommen. Und was war die Reaktion? Noch härtere Arbeit. Noch härtere Arbeit, als sie sowieso schon hart war. Also so ein bisschen der goldene Traum, die Seifenblase ist zerplatzt und auf einmal war das Volk auch nicht mehr so ready. Die waren nicht mehr so ready. In 2. Mose 6, Vers 6 bis 9
lesen wir wieder einmal, was die Verheißung Gottes ist und was jetzt die Reaktion des Volkes ist. Darum sage den Kindern Israels: Ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Jetzt habe ich euch vergessen, den zweiten Teil hinzuzufügen. Nicht so schlimm. Könnt ihr einfach weiter zuhören. Und ich will euch in das Land bringen, um dessentwillen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben. Ich, der Herr. Come on, mic drop. Das ist, was Gott machen will. Ich werde euch herausführen. Ich, der Herr. Das ist mein Plan für euch. Ich will euch ins verheißene Land führen. Raus aus der Sklaverei. Und Mose sagte dies den Kindern Israels, vermutlich mit großer Begeisterung über das, was Gott vorhatte. Sie aber hörten nicht auf ihn, vor Missmut und harter Arbeit. Sie hörten gar nicht mehr auf ihn. Es hat die gar nicht mehr interessiert. Also von diesem erst, wir sind ready, hin zum, nee, eigentlich, wir sind gar nicht mehr ready zum überhaupt hören, was Gott mit uns vorhat. Und jetzt stellt euch mal vor, die wären in dieser Haltung geblieben. Stellt euch mal vor, die wären einfach nicht mehr ready geblieben, hätten nicht auf das gehört, was Gott eigentlich mit ihnen vorhat. Ich weiß nicht, wie die Geschichte dann weitergegangen wäre. Aber Benaja hat es uns schon gespoilert. Sie waren dann irgendwann doch ready. Und sie waren ja gehorsam, haben auf Gott vertraut, dass das, was er verheißen hat, auch tatsächlich erfüllen wird. Wie ist es mit uns? Sind wir überhaupt ready zu hören? Sind wir ready zu hören, was Gott vielleicht auch für einen ganz anderen Weg für uns vorhat? Dass in der Situation, in der wir jetzt gerade sind, vielleicht ein anderer Weg noch parat ist, den Gott bereiten will? Sind wir ready zu hören und dann auch ready zu gehen? Weil das ist auch schon der zweite Punkt. Der zweite Punkt, den wir lernen können, ist, hey, sich in Bewegung setzen. Die Israeliten, die sind dann auch tatsächlich gegangen. Die haben sich in Bewegung gesetzt und sind losgezogen und Gott hat sie geführt. Wären sie ready gewesen, aber hätten sich nicht in Bewegung gesetzt, dann wären sie immer noch an dem Ort geblieben, wo sie auch tatsächlich waren. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer, großer Punkt, den wir häufig nicht machen. Ja, die Israeliten, die wussten noch nicht, wo sie genau durchgehen sollen und die sind auch tatsächlich gefühlt erstmal in der Sackgasse angekommen. Aber sie sind gegangen, sie haben die ersten Schritte losgemacht und haben Gott damit gezeigt, wir vertrauen dir, dass du uns führen wirst, auch wenn wir jetzt gerade noch nicht genau wissen, wo es durchgeht. Und ich glaube, das ist häufig, oder ich erlebe das, ist das eine Sache, dass wir das Gefühl haben, nee, also stopp. Gott, ja, ich bin ready, ich höre zu, ich setze mich auch in Bewegung, wenn ich genau weiß, wo es durchgeht. Wenn ich den 100%igen Frieden habe und wenn ich genau weiß, was die nächsten Schritte sind. Also, show me the map und dann gehe ich los. In meinem Leben habe ich erlebt, dass Gott häufig die nächsten Schritte im Gehen zeigt. Da, wo ich mich in Bewegung setze, da, wo ich sage, alright, ich geh mal los, Gott, ja? Ich gehe mal los, ja? Und du kannst mich dann lenken. Weil, also ja, es kann halt passieren, dass man vielleicht auch mal losgeht und nicht ganz in die richtige Richtung geht. Und wir denken dann immer, das ist ganz katastrophal und super problematisch. Für Gott ist das häufig mal viel, viel weniger problematisch, als das für uns problematisch ist. So, Gott will uns lenken im Gehen. Das ist wie das Bild von einem Boot. Ein Boot, das im Hafen liegt, das kannst du nicht lenken. Also kannst du schon, aber es wird nicht die Richtung ändern. Sondern es muss erstmal loslaufen aus dem Hafen raus, damit das Steuerruder Widerstand hat, dass du es dann lenken kannst. Also ja, setz dich in Bewegung. Trau dich,
erste Schritte zu gehen, auch wenn du noch nicht den ganzen Plan weißt. Und dann, hey, du wirst es wissen, alles easy. Wenn wir dann auf dem richtigen Weg sind, gibt es keine Widerstände mehr. Ist alles ganz einfach und dann wissen wir, wir sind auf dem richtigen Weg unterwegs, wo Gott uns führt, weil dann ist alles einfach und toll und ihr merkt schon. Hey, der dritte Punkt ist, Widerstand ist nicht gleich der falsche Weg. Nur weil es Widerstände gibt, heißt es nicht, dass man falsch unterwegs ist und falsch abgebogen hat. Und ich glaube, das sehen wir so bei den Israeliten. Die sind am Roten Meer und denken, also, wo hat Gott uns hingeführt? Und Gott teilt das Meer und sie können hindurchschreiten. Und wieder, sie sind in der Wüste angekommen, so, wait, Mose, können wir noch mal kurz, was hast du gesagt? Verheißenes Land, ne? Also hoffentlich ist nicht das, was Gott mit dem verheißenen Land meinte. Praise the Lord, das meinte er nicht. Die Wüste war nicht das verheißene Land und sie hatten sich auch nicht verlaufen und es war in Gottes Plan. Aber ich glaube, das waren erstmal nicht die angenehmsten Aussichten für den Weg. Und häufig, und die Israeliten, die wollten zurück in die Sklaverei, in die Umstände, die sie vorher hatten. Und ich glaube, das ist eine große Lehre für uns zu sehen, ja, auch da, wo Widerstände kommen, wo sich vielleicht nicht alles easy anfühlt und man mal einen Weg einschlägt und Widerstände kommen, heißt das nicht, dass man falsch unterwegs ist. Steiniger Weg, der schmale Pfad und so. Und häufig erlebe ich das, dass ich das Gefühl habe, das muss sich alles richtig anfühlen, damit ich das Gefühl habe, das ist der richtige Weg. Alles muss geebnet sein, perfekt sein, sich gut anfühlen. Und ich glaube, ein äußerer Frieden ist nicht das, wonach wir streben sollten, sondern viel, viel mehr der innere Frieden. Und ich erlebe das, dass manchmal in Schritten, die ich tue, das von außen nicht logisch ist. Und ich trotzdem innen drin merke, doch, ich habe einen Frieden. Und das fühlt sich dann auch nicht immer alles so romantisch und so harmonisch an. Nee, da sind auch, mein Kopf, der dreht auch. Ja, oh, und was? Und jetzt muss ich noch planen und wie ist das? Aber tief innen drin weiß ich doch, Gott gibt mir einen Frieden. Und auch der braucht manchmal, um hinterherzukommen. Aber ich glaube, das ist, wonach wir jagen sollten. Ein tiefer innerer Frieden, den nur Gott geben kann. Auch da, wo Schritte vielleicht erstmal ungewiss sind. Und auch in dem, wo wir aus unserer Komfortzone rausgehen und wo auch Widerstände kommen. Und wenn du diesen inneren Frieden über längere Zeit nicht hast in deinem Leben und über Entscheidungen, dann solltest du vielleicht noch mit dem Herrn darüber reden, ob die Richtung, die du gerade eingeschlagen hast, wirklich die richtige ist. Und da sind wir auch beim vierten und letzten Punkt, was wir von der Feuersäule lernen können, weil jetzt sind wir finally bei der Feuersäule auch angekommen. Was hat Gott gemacht? Er hat sein Volk geführt durch die Wüste in einer Feuersäule. Und die Feuersäule, die steht symbolisch für die Gegenwart Gottes. Und die Israeliten, die haben Ausschau gehalten, also am Tag nach der Wolkensäule und in der Nacht nach dieser Feuersäule. Und da, wo Gott sie hingeführt hat, da sind sie gefolgt und wo er geblieben ist, da sind sie geblieben. Und ich glaube, dass es letztlich in den Schritten, die wir gehen, in der Frage drum, hey, welchen Weg soll ich einschlagen, da sollen wir unseren Blick immer wieder auf Gott richten. Da, wo wir unseren Blick hinrichten, dahin werden wir auch gelenkt. Und ja, wir sollen nah an der Gegenwart bleiben, nah an Gott bleiben, dahin gehen, wo er führt und da bleiben, wo er bleibt, in dem mutige Schritte zu gehen und trotzdem immer wieder diese Gegenwart zu suchen. Das können wir lernen von den Israeliten, die einen Weg gemacht haben, in dem Gott zu folgen. Und Gott ist treu. Er hat immer wieder sein Volk geführt. Immer wieder hat er sich ihnen offenbart. Und hey, Benaya, würdest du uns nochmal mit reinnehmen, vielleicht nochmal bündeln? Hey, was nimmst du mit und wie ist dann eigentlich deine Story ausgegangen? Wie hast du dann gewusst, wo die Feuersäule dich durchführt? Yes. Das, was ich mitnehme, ist auf jeden Fall die 4 Punkte.
Hey, zuerst mal parat sein. Parat sein, zum Losgehen, parat sein, zum mit Gott unterwegs sein und parat sein, zum auf ihn zu hören, wo es durchgehen soll. Dann auch der zweite Punkt, losgehen. Parat sein und dann sich in Bewegung setzen. Los, einfach mal einen Schritt gehen, hey, geht es da durch? Geht es mal ein bisschen da durch? Einfach mal einen Schritt gehen und auf Gott hören, was passiert. Dann der dritte Punkt, Widerstand ist nicht gleich der falsche Weg. Dort, wo es Widerstand gibt, das kann zum Beispiel bei der Lehre der Lehrabschluss sein, oder kann die Matur, der Bachelorarbeit, irgendeine sonst eine grosse Prüfung, dass du den ersten Job ausüben, den du machen bist. Wir treffen immer wieder Widerstand an. Aber wenn wir bei jedem Widerstand stehen bleiben und aufhören, dann kommen wir nie hin. Weil wir werden immer Widerstand antreffen, egal welchen Weg wir gehen. Und der vierte Punkt, nah bei Gott bleiben. Näher bei ihm bleiben und auf ihn hören. Hören, hey, Vater, ist das der richtige Weg? Bin ich bei dir? Schauen, hey, ist Gott in meiner Nähe? Oder gehe ich vielleicht sogar weg von Gott? Einfach näher bei ihm bleiben und auf ihn hören. Bei mir war es auch so. Ich bin zuerst mal dort und hey, wie geht es weiter? Und nach viel hin und her, habe ich gefunden, hey, weisst du was? Ich gehe los und ich schaue, dass ich Kante wiederholen kann. Bin jetzt das Jahr am Wiederholen. Ich bin das zweite Mal in der zweiten Kante. Und es war zuerst überhaupt nicht einfach. Eine neue Klasse. Ich habe mir gedacht, hey, in welche Klasse komme ich überhaupt? Ich habe relativ lang, bis in die Sommerferien, habe ich nicht gewusst, in welche Klasse ich komme. Ich habe keine Ahnung, was sind dort für Leute in der Klasse, wer sind meine Lehrer, ganz neue Lehrer. Und trotzdem bin ich den Schritt gegangen, bin in die Klasse hineingegangen. Und als ich erfahren habe, in welcher Klasse ich bin, habe ich gerade schnell bei uns im Intranet auf der Schulwebseite geschaut, okay, wie ist die Klasse so, was hat es für Leute? Und dann sehe ich dort, hey, der eine aus dieser Klasse, der war schon mit mir in der ersten, der hat die erste Klasse wiederholt. Den kenne ich schon. Und ein anderer, der Cyril, der geht auch hier in die Kirche. Hey, also ich kenne schon 2 Leute. Mega cool. Dann bin ich so, ersten Schultag, Montagmorgen in die Schule, so, ja, zuerst mal ins Klassenzimmer, so, ich sehe noch niemanden, den ich kenne, dann kommen die anderen 2 rein, die ich schon kenne, begrüße mich so bei ihnen und dann so, ja, dann war noch mal jemand dabei gewesen, aus der Klasse, den ich relativ schnell kennengelernt habe. Und dann unser Klassenchef, mit ihm habe ich es mega schnell, mega gut gehabt. Und der ist jetzt sogar am Freitag bei uns im Jugendgottesdienst mitgekommen. Und ich habe einfach gemerkt, hey, es war der richtige Schritt gewesen. Es war der richtige Schritt gewesen, um die Klasse zu wiederholen. Und in dieser neuen Klasse habe ich mich so schnell wohl gefühlt. Und habe auch in dieser Klasse so viele coole Gespräche haben über Gott, dass ich einfach gewusst habe, hey, da bin ich näher bei ihm. Und das war der richtige Weg gewesen. Und für euch jetzt, um den Schritt ganz praktisch noch anzuwenden, möchte ich zu jedem Schritt nochmal euch etwas mitgeben. Und zwar, bereit sein. Tun einfach in der stillen Zeit, hört auf Gott, einfach mal auf ihn ausrichten und ihn anbeten. Das hat mir mega geholfen, um überhaupt zuerst mal aus der ganzen Situation ein bisschen rauszukommen und einfach mal wieder bei ihm sein und mich bereit machen, zum Losgehen. Dann der zweite Schritt, auf Zeichen achten. Hey, hat es Leute, die erzählen mir immer wieder etwas über das gleiche Thema. Ich habe jetzt in meiner stillen Zeit irgendwie 3-mal über das Gleiche gelesen oder so. Hey, und der Micha hat in der Predigt am Sonntag auch noch über das geredet. Und wenn du dich da drin angesprochen fühlst, auch einfach mal sagen, hey, ich gehe mal einfach in die Richtung los und schaue, was passiert. Einfach mal losgehen, dort rein, wo ihr Zeichen seht. Dann zum dritten Punkt. In dem Widerstand rein mit Gott unterwegs sein. Am Widerstand nicht nur auf den Widerstand schauen, sondern auf Gott schauen und mit ihm durch die Prüfungen durchgehen, durch das Studium durchgehen, durch die Kante durchgehen, durch die Lehre durchgehen, sich mit ihm auf die Prüfung vorbereiten. Und dann ist der Widerstand auf einmal gar nicht mehr so groß, weil man einfach die Ruhe von Gott hat. Und dann im vierten Punkt,
auch wieder in der stillen Zeit immer wieder mit Gott im Austausch sein. Hören, hey, ist das immer noch der richtige Weg? Möchtest du immer noch mit mir dort durchgehen? Ist das immer noch dein Weg für mich? Und dort möchte ich einfach mitgeben, auch aus meiner Story, der Weg ist Ziel zum Ziel. Für mich ist mega in diesem Weg, habe ich eigentlich voll Gott erreicht. Ich bin voll bei ihm. Ich spüre mega immer wieder seine Gegenwart auf dem Weg. Und trotzdem ist es immer noch der Weg zu meinem Ziel, wo ich im FG Camp 23 mitbekommen habe, Jugendpastor zu werden. Und auf dem Weg dort ist er mit mir unterwegs. Come on! Richtig cool, ihr habt viel gehört. Ich hoffe, ihr seid inspiriert für euren Weg und auch nochmal mit Gott ins Gespräch zu gehen. Hey, wo bin ich unterwegs? Gott, wo bist du? Und ihm zu folgen für das, was er für jeden von euch auch vorbereitet hat. Wir wollen jetzt gleich gemeinsam Abendmahl feiern und ich lade euch ein, in dieser Zeit nochmal ganz bewusst auch hinzuschauen, die Gegenwart von Jesus zu suchen, auch in dieser besonderen Form vom Abendmahl. Ja, und wir wollen uns erinnern, was Jesus getan hat am Kreuz. Der Grund, was uns alle verbindet. Hey, Jesus ist das, was uns alle verbindet. Und ja, vielleicht auch für dich nochmal einen Moment innezuhalten und dich vielleicht auch zu fragen, ja, wo bin ich eigentlich gerade unterwegs? Hey, habe ich meinen Blick gerichtet auf Gott? Habe ich die Feuersäule im Blick oder vielleicht auch ein bisschen aus dem Blick verloren? Hey, wo ist mein Weg eigentlich gerade? In welche Richtung gehe ich? Und vielleicht merkst du auch da gerade, ja, wie Gott zu dir redet und sagt, hey, da gibt es vielleicht auch einen Bereich, wo es Zeit ist, umzukehren. Ja, vielleicht den Weg, die Richtung ein bisschen zu ändern. Hey, und das die Möglichkeit, jetzt ganz besonders im Abendmahl nochmal dich auch vom Heiligen Geist durch und durch prüfen zu lassen. Und das ist Gnade. Das Kreuz, das ist die Botschaft der Gnade. Gott hat nicht so ein großes Problem damit, wenn wir mal den falschen Weg eingeschlagen haben. Hey, er hat die Lösung geschaffen. Und wir dürfen immer wieder zurückkommen zum Vater in die offenen Arme. Wir dürfen sagen, danke Jesus, dass du es vollbracht hast und dass du mich führen willst auf den richtigen Weg. Und ich will uns die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11 lesen. Wir lesen. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür und brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Kelch, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Jesus, wir wollen dir Danke sagen für dein Werk am Kreuz und heute an diesem Morgen wieder einmal erinnern, ja, was du getan hast. Ja, schenk, dass wir das nie für selbstverständlich nehmen, sondern immer wieder in Demut vor dich kommen. Und Heiliger Geist, hilf uns dabei, unser Herz zu prüfen und ja auch die Wege, die wir eingeschlagen haben, immer wieder mit dir gemeinsam anzuschauen. Und weis uns darauf hin, wo wir vielleicht auch nicht auf dem richtigen Weg unterwegs sind. Weis uns darauf hin, wo wir vielleicht stehen geblieben sind, aus Angst einen falschen Weg einzuschlagen. Ja, oder weil wir noch nicht alle Sicherheit haben. Schenk uns Mut, Schritte zu gehen, dir zu folgen
Danke, dass du ein treuer Gott bist. Ein Gott der Gnade, der immer wieder eine zweite Chance parat hält, der immer wieder von Gnade überfließt. Danke, dass wir das heute Morgen feiern dürfen und uns wieder daran erinnern dürfen.